oh Mann, Freunde, da ist es endlich soweit. Und das vermutlich letzte größere DLC ist verfügbar. Dächer der Stadt. Jetzt heißt es für uns Wolkenkratzer. Oh Gott, hey. Natürlich vor allem in der alten Welt, hey, ist klar. Und natürlich werde ich es bestätigen und das Ganze lief ein bisschen anders, als ich eigentlich wollte. Was? Unterhaltsaufwertung. Legen Sie einen Unterhaltskosten pro Wolkenkratzer fett. Ich habe doch gar keine Wolkenkratzer. Was soll der Mist? Wird natürlich minus 41.000. What the... Was? Sie können diese Einstellung später nicht mehr anpassen. Ja, danke schön. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt jetzt abgeht. Prozent pro Wolkenkratzer. Cash. Schwer. Der Unterhalt für einen Stufe 1 Wolkenkratzer beträgt minus... Ah, gut, den machen wir leicht. Komm. Okay, cool, beruhigt sich wieder. Gott sei Dank, ey. Sie haben an Einfluss gewonnen. Und die Touristen spacken gerade ein bisschen rum. WTF. Ja gut, Freunde. Oh, Anachroniken. Hoch hinaus. Hochaufragende Wolkenkratzer und wolkenverhängende Türme. Ja, damit sind wir eben noch im Jahre 1800. Naja, den Zeppelin und so ist klar, dass wir am Ende des 19. Jahrhunderts sind. Sprich, 1890 so herum. Spätestens, und sogar ein bisschen später mittlerweile. Aufzüge und Eisenträger revolutionieren das Stadtpanorama von morgen. Spiegelspeicher, bitte hör auf damit. Der Bewohner unserer Städte geht es aufwärts, befeuert vom aufkeimenden Einzelhandel. Einkaufspassagen, Konsumenten mit reichlich Geld in der Tasche. So, bevor es jetzt gleich wieder weitergeht, ganz kurz die Info von mir. Es war eigentlich geplant, dass zu dem Zeitpunkt, wo das DLC bereits raus ist, bereits einen neuen Rechner aufwarte, beziehungsweise das stimmt so nicht ganz, und einfach mit der modifizierten Version meines PCs quasi neu aufsetzen, eine neue Festplatte rein und so. Weil ich momentan ja Spiele über Steam und Uplay und alles weitere auf eine Harddisk drauf haben, das Betriebssystem so auf SSD und so. Mittlerweile merkt man schon, dass weil alles immer größer wird und so, müsste sich ein bisschen was ändern. Naja, wie gesagt, die Kapazität, die HDD, die wäre da. Ich komme auch noch nicht dazu, das wirklich auch konsequent einzubauen, umzusetzen. Aus diversen Gründen. Und deswegen nehme ich jetzt noch irgendwie 2-3 Folgen auf, also einfach halt diese Aufnahmesession, die ja nur 3 Folgen maximal sein wird. Damit danach hoffentlich dann wirklich, ja, vor allem auch flüssiger das Ganze läuft und so, weil Arno ist schon ein bisschen laggy geworden. Ja, das ist nur ein ganz kurzer Hinweis, falls jetzt irgendwie sich noch ein bisschen was laggy anfühlt oder sonst irgendwas. So, länger los, komm. Erst Fahrstühle, jetzt Metallrahmen. Diese Stadt braucht Wolkenkratzer für ihre ansonsten nutzlose Zukunft. Hier ist alles möglich, würde ich sagen. Ein Geschäft, das nur auf zwei wie uns wartet. Verzeihen Sie, Sie haben sicher schon von mir gehört. Donald Bader, aber nennen Sie mich einfach Donny. Man soll ja nicht prahlen, aber wer hat schon Zeit, schüchtern zu sein? Ich bin der beste Investor der Stadt. Natürlich abgesehen von Ihnen, meinem Guru. Ich weiß das ein oder andere über Bauinvestitionen und ich sage Ihnen, Fahrstühle und Wolkenkratzer sind auf dem aufsteigenden Ast. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Insider-Informationen verschaffen. Oh Menno. Scheiße, Mann. Ja. Was für ein Opus Magnum. Was ist jetzt passiert? Ganz gerade erforscht. Okay. Ja, ein bisschen was ist da dran. Was? Ingenieurarbeitskräfte gibt es zu wenige? Dann gehen wir wieder zurück. So. Oder gehen wir mal auf 500, komm. So. Freunde, wir sind ja eigentlich noch... Oh, scheiße. Wieder hier ein bisschen falsch. Moment. Klappt das jetzt so, wie ich das gerne hätte? Ganz kurz gucken. Ne, Grafik stimmt eigentlich schon. Scheiß Auflösung. Ich mal 4K. Gut, das wird sowieso ein bisschen dauern, bis ich 4K habe. Ein halbes Jahr geschätzt. Mann, das Problem ist gerade... Mal ganz kurz.
Okay, muss ich halt mit Tastatur spielen. Weil ich wieder mal normalerweise die Maus hier, Die seht ihr, Waffenruhe wurde wenn die Maus beendet. nach hier draußen ziehen würde, müsste ich eigentlich scrollen. Aber ich hatte mal den Fullscreen-Mode irgendwie verwechselt, deswegen macht das gerade nicht. Egal. Also Freunde, die alte Welt, die neue Welt, Entschuldigung, haben wir in den letzten 2 oder 3 Folgen sogar noch ein bisschen angepasst. Es kann natürlich noch wesentlich mehr gemacht werden, das muss und wollen wir ja auch so machen. Ich erinnere mich irgendwie an Optimierungsmöglichkeiten hier unten unter anderem. Das machen wir jetzt auch, bevor wir zurück in die alte Welt gehen und dann noch irgendwie... Hä? Sind wir schon wieder? Was ist einfach mit dem... Öl? Ah, Ölding wechseln, wa? Oder ist das? Hui! Ja, da lädt sich die Grafik tot. Hast du hier einen verschieben oder was? Ja, tatsächlich. Wenn ich mich nicht komplett täusche, wollten wir doch auch noch. Der Diplomatie ein bisschen. Ja, der ist auf 85 runter. Das ist logisch, weil ich ja hier irgendwie versuche, eine Insel aufzukaufen. Da habe ich jetzt irgendwie Aufgabe bzw. wieder verkauft, ja, weil ich ja auch nicht mehr genug Kohle hatte. Genug Punkte hatte, sorry. Aber ich muss jetzt leider mal diese kleine Insel übernehmen. Es tut mir leid, Mr. George Smith, Georgie Boy. Menschen, die einfach nur nehmen und nehmen, bis nichts mehr übrig bleibt. Ja, Moment, ich gebe auch viel, ja, so ist er nicht. Also. Wir werden natürlich die Investoren bzw. die Wolkenkratzen der Folge noch angucken, gar keine Sorge. Müsst ihr da machen, aber erstmal will ich jetzt hier noch ein bisschen gucken. Nicht genügend Arbeitskraft. Okay. Das werden wir gleich auch noch optimieren. Da haben wir den. Ne? Wir haben ja hier die 13. Auch schon die wilden 13. Haben ja noch ein paar Ölquellen, genau, weil es aber 3 Stück sind, wollte ich trotzdem die jetzt so reinbauen. Da war ja sowas. Mir fehlen hingegen wieder ein paar Baumaterialien. Ich glaube aber, dass ich Fenster auch hier nicht habe. Kann das sein? Noch ein bisschen was hätte ich noch. Also, werden wir erstmal An Arbeitskraft. in der Folge nochmal um die neue Welt ein bisschen kümmern. Ich will auch einen Stahl hier rüber schicken, verstehe ich auch nicht ganz, aber egal. Volle Segel! Jo, volle Segel. So, kleiner Ölhafen. Den brauchen wir ja. Die Frage ist, können wir nicht schon mal bauen. Prosperity und Attraktivität verloren. Erstmal gucken, wo ist genau das Problem hier schon wieder. Wir haben Fischöl und Bananen en masse. Wir haben ein bisschen zu wenige Bananen. Weil ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich wirklich immer so viele bauen will. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Mann, die hatte Probleme, ey. So, dann haben wir noch Lehmvorkommen. Die könnten wir theoretisch auch verschieben. Ich glaube, hier oben gar nicht mal so eine blöde Idee. Und ja, natürlich, wir haben hier oben Ölquellen, die ich gerne erschließen würde. Wir haben hier auch noch welche. Seien wir ehrlich, der hier ist irgendwie einfach fehl am Platz, vor allem hier drin. Der ist in den Feldern eher, aber wenn ich halt doch irgendwie sage, komm, Ölquellen erschließen, ist der hier einfach irgendwie sehr, sehr fehl. Der zwar auch, aber das stört mich jetzt vom Bauen her nicht. Wir haben jetzt nicht so viel Chancen, das irgendwie zu ändern. Deswegen mache ich es jetzt doch mal hier oben. Naja, mach das mal. Leider haben wir keine weitere, die ich da machen könnte. Okay, scheiß drauf. Ja, jetzt will ich ein bisschen doch hinmachen, Freunde, weil ich unter anderem auch die heutige Folge jetzt nicht so lange machen will, wie wir es zuletzt immer so hatten. Also erinnert normalerweise, ja, vor allem letztes war glaube ich irgendwie 40 Minuten und so. Und das wird jetzt ein bisschen kürzer, sprich ein bisschen normaler sein.
Eben auch, weil ich hier ein bisschen am Vorbereiten bin für einen Rechnerumbau und so. Und auch Tools ein bisschen modifizieren möchte. Und das alles irgendwie zum Ziel hin, dass ich quasi gleichzeitig aufnehmen, rendern und encodieren kann, die Videos. Und dann auch noch im 4K und so. Und das muss natürlich alles ein bisschen vorbereitet werden. So. Ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht allzu böse. Oh, das mache ich da, kann ich sogar belassen. Ich kann natürlich auch noch irgendwie ein paar hier hinbauen, da wir sowieso mehr brauchen werden. Dummerweise wieso macht die ja überhaupt die Ziegelei, wenn man mal fragen darf? Du vertreibst Also. meine Sorgen, Chefin. Das freut mich ja zwar eigentlich, aber trotzdem frage ich mich, warum zum Henker? Vielleicht frage ich mich auch nicht. Das mit dem Kaffee ist ja so eine Geschichte. Wir haben keinen Platz. Genau, ich mache hier Bananen und Mais. Fischöl ist klar. Hier oben ist die Kaffeeplantage. Das Lager ist voll, Chefin. Hier die Bananenplantage. So kann ich hier noch welche bauen. Okay, okay. Ich muss mich da wieder ein bisschen selber daran erinnern, was ich eigentlich genau machen wollte. Heißt aber, ja, eben genau, Stoff hatte ich ja keine. Da war ja was, das heißt, das mit den Bananen oder auch Tortillas, natürlich haben wir hier sehr, sehr Es viel. mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Liegt aber auch daran, weil ich halt Bananen, also sprich gebackene Bananen und Tortillas hier hinschiffe. Aber auch hierhin, weil ich will hier nichts mehr herstellen davon. Die Bananen und Tortillas sollen ja auch hierhin verschippert werden. Ich hoffe, das war noch so. La Isla Prosperity, da geht es eigentlich darum, genau. Da geht es um die Dinger. Hä? Interessant, dass sie kaum irgendwelche Dinger verbrauchen. Obwohl, warte mal, wenn ich natürlich gar keine Bananen mehr habe. Ah, ich habe die Tortillas bei ihnen verboten. Warum auch immer. Okay, dann muss ich natürlich jetzt auch mal ändern. Wie viele Schiffe habe ich hier? Noch. Das sind mir. Ja, das sind die Kriegsdinger. Da ist natürlich ein bisschen problematisch. Warte mal. Den brauche ich sowieso nicht mehr, weil mache gar nichts mehr. Kautschuk laden, Gold laden und abliefern. Ja, gut, der macht Sinn. Jetzt hier aber. Gold rein, Kautschuk rein und hier rüber. Okay, die Route muss ich nochmal überfragen. Die hier meine ich. Gold for Pro. Gold for Pro, wie es so schön heißt. Da überhaupt noch Kautschuk habe, würde mich jetzt wundern. Aber okay. Tut jetzt hier nichts zur Sache. Okay, das sind die beiden, die ich da hier produziere und hier abliefere. Und jetzt zumindest mal fürs Erste bräuchte ich hier auch mal neue Welt. Ja, Bananen und Tortillas. Das wird halt mit der Menge ein bisschen das Problem werden. Ich meine, ich produziere momentan genug Bananen hier. Muss so sein, weil sonst ist ein Problem. Sind natürlich schon also das Problem ist natürlich, weil ich hier ständig Schiffe habe, die wieder was klauen wollen. Seht ihr? 19 weg. Ich habe nichts mehr. Andererseits brauchen die hier unten ja auch so viel. Wobei, ich lage hier nur 250, also jetzt wieder irgendwie 6 oder 7 vorrätig haben. Also ich hoffe von daher, dass das hier funktioniert, ich sag's mal so. Heißt aber auch, damit das mit dem Obrera besser klappt,
Kaffee, nee. Nähmaschinen kriegt er nicht, aber schon mal verboten. Wäre auch weiterhin zur Hand haben. Aktuell sind noch Bananen, deswegen muss ich das mal ganz kurz ausnutzen. So. Und hier erstmal gucken, bis alle eingezogen sind, bevor noch ein paar weitere Upgrader. Wobei, den können wir eigentlich noch. So. Sieht weiter hinaus. Doch, doch, Bananen und Fischöl ist immer noch gut. Maiskaffee auch. Das dürfte also aktuell mal so gesehen ein bisschen passen. Okay. Achtung, Admiral anwesend. Zu viel. Wir gehen ein bisschen die Stahldinger aus. Das ist natürlich unpraktisch, aber shit happens. Gut, ich habe zumindest hier genug Zement. Das ist auch schon mal erfreulich. Wollte ich eigentlich hier nicht noch was anderes gerade bauen? Warte mal. Ah, ich wollte den noch upgraden, genau. Den vielleicht später noch. So, jetzt sind wir minus 73, 72. Zurück zu euch. Wenn ihr gleich die Bananen bekommt. Ponchos, Tortillas, okay. Jetzt geht es darum, dass wir hier mit den Hüten ein bisschen gucken müssen. Konsumgüter, heißt Ponchos und Melonen. Da müsst ihr jetzt ordentlich ein bisschen was machen, Freunde. Weil das geht so nicht mehr weiter. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Wow, Packer. Die Frage, die sich da natürlich auferlegt, ist ein bisschen... Was war ja schon wieder der Hintergrund? Ah, hier Lehmvorkommen. Neben Ölvorkommen wollte ich jetzt noch nicht verschieben. Weil das würde noch funktionieren, so. Da noch eine zweite Eisenbahnlinie legen. Moment. So, sorry, ich muss ein bisschen Tag machen, sonst Maschinen laufen. kriege ich noch einen Vogel. Ihr müsst hier schon gucken, dass ihr hier ein bisschen größere Gebäude habt mitunter. So. Genau. Ist noch so markiert. Vielen Dank dafür, Vergangenheits-Michael. Ging es darum, dass ich die alle abholzen kann und die nicht mehr brauche. Jetzt müssen wir mal hier Prosperity ein bisschen umfunktionieren. Nochmal noch knapp 2 Minuten. Wenn ich wirklich mit 20 Minuten irgendwie die Folge beenden würde. Ein Feuer ist ausgebrochen. Taborime! Ich habe gerade kurz gewundert, wo zum Henker ist das Teil. Stimmt, aber gar nichts. Weil, oh. Nimm meinen Mantel. Er wird die Flammen ersticken. Natürlich hier oben noch ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie kein Wasser in der Nähe habe. Ich muss was irgendwie so machen, wa? So, warte mal. Dann leg doch mal diesen scheiß Kanal. Kann ich überhaupt? Nee, oder? Bewässerungskapazität bereits erreicht. Oh, leg mich, ey. So viele wundervolle Sprachen und farbenfrohe Gewänder. Gib mir nur 1 Minute, um mein Werkzeug in Ordnung zu bringen. Ja, es muss irgendwann passieren. Weil ich habe da keine Chance irgendwie... Ja,
Kapazität. Ein einzigen Ding mehr könnte er noch. Keine Chance. Sorry Leute, kann auch nicht helfen. Tut mir leid. Aber es geht einfach nicht, weil ich kann hier kein Wasser legen. Die Dinger sind zu lange. Hier eventuell Papiermüll das Problem. Oh, es kommt ja immer was Neues dazwischen. Die brauche ich halt. Ja, sonst wäre es möglich gewesen, hier noch eine Leitung zu legen. Das ist doch eine Scheißinsel, ganz ehrlich, Taburime. Kannst du sagen, was du willst. Ich kann dir das beibringen, wenn du Die möchtest. Lehmschöpfer brauchen auch immer all in die Wasser. Tja, das ist die Frage. Schafft es selber mit dem Löschen oder muss er ganz kurz irgendwie helfen? Beziehungsweise auf neu bauen. Ist das ein schlechtes Omen? So zum Partende hin? Dass das Spiel so denkt, nee, uns gefällt's ja nicht, du bist ein Idiot, was machst du da? Der Kaiser Jetzt crashen wir sorgt dein für uns Game. auf seine Weise. Mir reicht Quasi. das. Die Intensität zum Teil sinkt sie, der ist wieder gut. Zum Teil steigt sie auch wieder. Das ist natürlich auch schlecht. Ansonsten keine Chance, irgendwie was zu bauen. Um was zu bewässern, wa? Wäre zum Teil noch irgendwie anders. Savannenwald. Irgendwie ein Brunnen zum Beispiel oder sowas. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Ja, bringt aber nicht viel, wa? Ja, da steigt ihn noch ein wenig, das war zu befürchten. Ich muss auf die Gebäude nachher halt abreißen, kurz renovieren. Ja, weil der steigt immer mehr und mehr. Da bin ich gar nicht so sicher. Der sinkt wieder. Der sinkt auch wieder. Ja, aber der wird gleich weg sein. Dass man irgendwie Wasser hier vom Meer abschöpfen kann, ist halt auch ein bisschen so fragwürdig. Man ist Salzwasser wirklich so schlecht, um Brände zu löschen? Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Gut. Komm, wir haben lang genug zugesehen. Ich werde das nachher offscreen fixen, Freunde. Wir gehen dann mal zurück in die alte Welt, weil ich habe es versprochen, dass wir uns den Wolkenkratzer noch irgendwie ein bisschen angucken werden. Lassen sie hochleben. Also, was ich weiß, ist, dass man, glaube die Ingenieure als auch die Investoren Besser als von mir zu prognostiziert. Wolkenkratzern upgraden kann. Sorgen Sie für Höhenunterschiede im Stadtpanorama, um den höchsten Panoramaeffekt zu erzielen. Meinen herzlichsten Dank. Ja, gut, also seien wir ehrlich, das können wir sowieso noch vergessen, weil wir gar keine Dampfwagen haben. Also, bis wir überhaupt Wolkenkratzer bauen können, wird es noch dauern, Freunde. Fehlen Einwohner 4, was sind das denn dann? 5? 5? Hä, brauche ich irgendwie ein neues Baumaterial oder was? Grand Hotel, nee, das kennen wir bereits. Kaufhaus, nee, das wird es nicht sein. Bauern. Ich wusste nicht, dass es diese Bengel noch gibt. Obwohl, haben sich da nicht neulich so ein paar
Gerichte auf meinem Anwesen herumgetrieben? Toaster, Die Staubsauger, wollten Geschirr, Kühlschränke, Aktenkoffer. Wo ist das Internet? Ganz ehrlich, da werden nicht mehr viele, bis die irgendwie alles wollen. Was soll dieses Material da sein? Aber kein Plan, was es sein könnte. Naja. Also was ist mit dem überhaupt los? Der mir irgendwie... Da die weiße Lady war oder was? Genau, Schicht für Schicht. Das wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen angucken. Königliche Lektüre. Bauen Sie Fertigungsstraße, Fahrstühle. Ah, Fahrstühle sind das. Okay, wie kriege ich die? Wir können mal gucken, ob wir es bauen können. Ein örtlicher Investor träumt davon, die Stadt in den Himmel wachsen zu lassen. Begeistert von der Erfindung des Fahrstuhls möchte unbedingt mit ihnen den Bau von Wolkenkratzern möglich machen. Bauen Sie Fertigungsstraße, Fahrstühle. Ja, schön. Wo ist die? Oh, da hätten wir es. Dächer der Stadt, Ornamente. Fahrstühle. Alter, lecco mio, ey. Was ist denn mit euch verkehrt hier, Freunde? Das ist ein dampffahrenden Dreck dagegen. Das ist fast genauso schlimm. Na gut, seien wir ehrlich. Seien wir doch mal ehrlich, hä? Messing, Hochofen für Motorenfabrik, okay, kriege ich hin. Weil Fahrstühle an verschiedenen Eingangswaren neue Verbrauchsgüter. Was? Mehrzweckfabrik, Fertigungsstraße, Fahrstühle. Diese Insel, Fahrstühle, Kekse, Schreibmaschinen. What the fuck? Also das gleich oder was? Ja, scheint so, wa? Eine Fertigungsstraße wollen die haben. Was nicht alles haben wollen, ne, ganz ehrlich. Zumindest sehen hier die Waren ganz gut aus. Bis auf den verkackten Stahl. Okay, aber ich sehe gerade, dass ich hier auch ein bisschen voll bin. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Nö, so berühmt ist er gar nicht. Wie sieht's hier? Eisen. Dass ich eben noch ein Eisenproblem habe, will mir einfach nicht in den Kopf. Ich habe so fucking viele Möglichkeiten, um Eisen irgendwie herzustellen, abzubauen, whatever. Und vor allem, ja, die Hochöfen, das ist halt das Problem. Kann ich beim Hochofen sagen, hey, nimm ein anderes Material, nimm nicht irgendwie Eisen oder sowas. Nee, da braucht kein Mensch. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Tja, Konserven, aber das geht irgendwie nur mit Eisen. Warte mal. Was ist ursprünglich mal was anderes noch? Nee, war einfach statt Gulasch halt Schwein, ja. Was noch eine Kaffeerösterei, ja, da haben wir die beiden. Das Ding fehlt noch zum Erforschen. Ich wusste gar nicht, dass ich so produktiv sein kann. Das wusste niemand. Da ist für nichts mehr Platz. Hier war was, war Stadt anstelle von Stahl war aber das Gebäude Eisen. Taschen und Phonographen zusätzlich, okay, aber der Warenausgang ist eh schon voll. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Die Frage ist ja auch von der Relativität her, wenn ich jetzt hier sagen könnte, hey, ihr Nähmaschinen, ich will nicht, dass ihr hier irgendwie mit Eisen hantiert. So, jetzt müsst ihr wieder Stahlbarren nehmen. Was momentan gerade auch ein bisschen Sorgen bereitet. War nicht irgendwo mal was noch? Rohmaterial, ja. Die natürlich schon mit, aber
wieder Norton B, dann nach Bovis und zurück. Die Route selbst wird ja stimmen. Aber ja, mit mehr Strom wird es doch gehen, wa? Ja, Strom kann ich leider noch nicht bieten, weil die sind jetzt hier schon am Anschlag. Ja, seht ihr, 0 Strom. Deswegen wollte ich das ja überhaupt erstmal optimieren, das Ganze. Ich meine, klar, jetzt haben wir hier ein bisschen Ölimport noch. Ja, ich meine, jetzt kommt gerade der Nachschub, das ist natürlich auch geil. Das müsste aber noch ein bisschen mehr sein, weil sonst kommen wir nicht hinterher. Schade. Okay, trotzdem. Müssen wir erstmal. Die Anlage können wir trotzdem mal bauen, aber wir müssen noch nicht anschmeißen, weil eben ich brauche Hochofen, Kunstschreinerei und so. Aber wir können es mal hier oben versuchen, oder? Ja, ist nicht mehr im Einzugsbereich. Ganz halt die Chance, glaube ich, dass da irgendwie. Ich könnte natürlich, falls wirklich mal ein Item kriegen sollte, baue es einfach mal hier hin. So, Netzefertigungsstraße hier hin. Unsere Fahrstühle sind hochmodern. Zeit, die Produktion in Gang zu bringen. Fahrstühle, Kekse. Sturmstufe 2 und 3. Zeit, die Fahrstühle in Gang zu bringen. Die Leute wollen eine bessere Aussicht. Warum also nicht ein normales Wohnhaus in den allerersten Wolkenkratzer verwandeln? Gewerkschaften, das ist unsere Zukunft. Naja, wobei eben. Also Holz von hier kriege ich auch locker hin. Dampfmaschinen, ja, kann man darüber streiten, wie locker das wirklich genau ist. Weil die werden ja irgendwo. Das war für die Zukunft, scheiße. Hier, aber wir haben momentan mal gestoppt. Weil ich glaube, Messing wäre nicht so das Problem. Ja, geht zumindest. Entschuldigung. Oh, so sehr ins Mikro. Okay. Ich schmeiße mal hier noch den zweiten an. Und ja. So viel dazu. Erste Folge soll ein bisschen kürzer werden. Wir sind wieder bei 32 Minuten. Yeah, geil. Chemiefabrik, ja, da war ja mal was. War mit der Formelsammlung. Shampoo, Limonade, Souvenir. Okay, wir müssen erst mal zurück in die neue Welt, Freunde. Da hilft jetzt alles nichts. Weil generell, wir sehen es ja, mit den Fahrstühlen und so, klar. Generell selber das Material wird irgendwie eine Art Baumaterial sein, wenn es momentan noch nicht angezeigt wird hier. Ist zwar cool, kann man so machen, eben damit das halt im Wolkenkratzen funktioniert. Geht aber erst, wenn ich die Dampfwagen habe, und bevor ich das machen kann, muss alles andere perfekt optimiert werden, weil sonst geht gar nichts. Das heißt auch, bis ich die Quest weitermachen kann, wird es dauern. Erstmal die anderen beiden Dinger weitermachen und so, und auch mal offscreen, wie bereits erwähnt, mal zurück nach Mbesa. Nochmal ein bisschen noch wieder aufbauen. Was so aktuell ein bisschen geschrottet wurde. Mal gucken, ob die Fertigungsstraße noch cool ist oder ob die irgendwie woanders hin platzieren soll. Aber hey, wir haben sie, das ist schon mal etwas. So kann es theoretisch weitergehen, Freunde, mit dem DLC Wolkenkratzer. Oder Dächer der Stadt, wie es eigentlich heißt. Elevators, genau, das ist Englisch für Wolkenkratzer. Für Wolkenkratzer, genau. Nein, das ist Englisch für Fahrstühle. Das weiß ich noch, wenn ich nicht mehr viel weiß, aber das weiß ich noch. Und insofern sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wieder mal bei einer etwas längeren Folge, anders als geplant war. Dafür gucken wir jetzt wirklich die nächsten beiden Folgen ein bisschen kürzer werden. Dafür sind wir in den nächsten beiden Folgen auch komplett in der alten Welt. Entschuldigung, neue Welt, sorry. Und müssen da halt gucken, wie wir weitermachen. Und alles optimieren. Bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800, dem Spiel, dem die DLCs. Verzeihung, ich war gerade am Vortragen. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Dann wieder zurück bei Anno 1800, dem Spiel, dem die DLCs, wie es scheint, niemals ausgehen. Bye bye.